Hey, ja, letzten Sonntag, vor einer Woche, bin ich zu meinem Auto gelaufen und habe unter meinem Scheibenwischer so einen Zettel gefunden. Kennt ihr die Zettel? Du kennst den nicht. So einen Buß, und ich hasse Buß, weil ich probiere immer sehr, mich regelkonform zu verhalten. Und dann denke ich immer so, das kann doch nicht sein, dass ich einen Buß bekomme. Bin nachher hergelaufen und habe gesehen, okay, ich habe meine Anwohnerparkkarte schön platziert bei der Frontscheibe. Dann habe ich gesehen, ist gestanden, dann habe ich gescannt und dann ist gestanden, dass ich in einer in einer Zone parkiert habe, wo ich nicht parkieren durfte. Dann bin ich zu der Straße gelaufen, habe ein Foto gemacht vom Schild, das drauf steht, mit dieser Anwohnerkarte, die ich habe, darf ich da unbegrenzt parkieren. Und ich habe genau gewusst, wer auch immer mir die Busse hergelegt hat, ist einfach absolut inkompetent. Weil es nämlich ein Fußballmatch hat stattgefunden und wahrscheinlich haben sie gedacht, dass ich irgendwie bei einem Fahrverbot durchgefahren bin und darum haben sie mir einen Buß gegeben, obwohl ich wirklich alles richtig gemacht habe. Ich habe nachher ein Foto gemacht davon, habe einen Rekurs eingereicht. Genau, jetzt probiere ich das mit Joni nachher zu machen von letzter Woche. Weil das Thema von heute ist nämlich nicht nur Umkehr, sondern Umkehr und Buß. Sehr gut. Ich habe vorher im Worship gedacht, ich glaube, jetzt ist nur Umkehr drauf. Dann dachte ich mit Buß noch mit auf und gebe die noch her. Genau, wir sind in einer Serie drin, Ecclesia Recreans, ist latinisch, und wir wollen zusammen anschauen, wie so geistliche Ausdrucksformen, die in der Kirche regelmässig stattfinden, wie die uns vielleicht frisch erfrischen können. Wenn wir ein bisschen auffrischen, was überhaupt die Bedeutung davon ist. Und wir haben letzte Woche die Taufe angeschaut und die Bedeutung davon und was es mit unserem Leben macht oder für was es steht. Nächste Woche werden wir das Abendmahl anschauen. Die Woche darauf werden wir uns mit dem Bekennen im Worship auseinandersetzen. Und heute wollen wir eben über Umkehr und Buß zusammen nachdenken. Und ich möchte zum Start so einen groben Abriss geben durch das Alte Testament, das Neue Testament und die Kirchengeschichte. Und ich muss mich ein bisschen auf die Zeit achten, damit wir nicht nach einer Stunde immer noch dort sind. Und dann nachher ein paar Gedanken mit euch hoffentlich teilen, wo wir überlegen können, was heisst jetzt das für meinen Alltag, für meinen Glauben, für meine Nachfolge. Buß und Umkehr. Genau, das Thema Buß und Umkehr oder Umkehr und Buß, das zieht sich durch die Bibel durch. Im Alten Testament könnte man sagen, ist auf der ersten Seite sehen wir so, wie es gedacht wäre, wie Gott die Welt schafft und die Menschen in einer Beziehung mit ihm und mit ihm zusammen in Harmonie leben. Und dann relativ bald mal fangen die Menschen an, wegzulaufen von Gott. Und eigentlich könnte man sagen, das ganze Alte Testament erzählt die Geschichte, wie Gott den Menschen nachläuft. Wie Gott den Menschen nachläuft und sagt, kehret um. Kehret um zu mir. Und er macht das selber, aber er macht es ganz oft durch Propheten. Und Propheten schickt und sie sagen meistens, kehrt um oder tut Buße. Das ist etwas, was sich immer wieder durchzieht, dass sie sagen, hey, kommt zurück zu dem Gott. Und das Schöne ist, wir haben die letzten Monate und immer wieder so Serien angeschaut aus dem Alten Testament. Ab und zu passiert das. Sie tun Buß, sie kehren um. Und dann gibt es so äußerliche Ausdrucksformen davon, zum Beispiel Asche auf den Kopf oder Sackkleider anlegen oder Fasten, wo so Ausdruck davon sind, von dem Bereuen und von dem Erkennen, hey, ich bin auf dem falschen Weg gewesen. Und wo wie zusammengehören zu dieser Umkehr. Und was wir aber auch immer wieder sehen, leider, ist, dass im Alten Testament das Muster wiederholt, dass die Umkehr nicht verhebt, nicht permanent ist, sondern immer wieder so eine Momentaufnahme ist, wo eine Generation für einen Moment irgendwo realisiert, ja stimmt, wir sind weggelaufen von Gott, dreht sich um zu Gott und dann irgendwann früher oder später fangen sie wieder an weglaufen von Gott. Und so endet das Alte Testament immer wieder mit dem Versprechen, dass Gott möchte uns Menschen ein neues Herz schenken. Dass er möchte uns ein Herz geben, das nicht mehr aus Stein ist, ein Herz, das nicht versklavt ist der Sünde, sondern das wieder fähig ist, zum umzukehren, zum wirklich umzukehren. Und so startet das Neue Testament auch mit einer Prophetenfigur, mit Johannes dem Täufer. Und er sagt das Gleiche, wie die Propheten im Alten Testament gesagt haben. Matthäus 3, Vers 2 lesen wir, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Also mit dem fängt er an und sagt, hey, kehrt um, kommt zurück zu Gott. Und dann lesen wir, dass ganz viele Leute zu ihm kommen. Und dann steht im Vers 6, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Also sie haben irgendwo die innere Veränderung und Umkehr ausgedrückt, indem sie ihre Sünden bekennt haben und dass sie sich taufen haben lassen. Und dann ist geschrieben, dass ein paar Pharisäer und Sadduzäer gekommen sind und haben sich auch taufen.
Und Johannes der Täufer sagt zu ihnen, ganz pastoral und seelsorgerisch, Vers 7, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Frucht, die zeigt, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und ich musste schnell an meine 2 Söhne, an Noe und Levi, denken. Jetzt hast du mich abgelenkt. Was ist das? Es ist ernst mit der Umkehr. Ja, voilà. Ja. Das ist sensationell. Also, ich musste an meine 2 Söhne denken, Noe und Levi, weil die euch immer wieder Umkehr und Buß, aber ein bisschen aufgezwungen von uns Eltern. Wenn sie etwas falsch machen, sagen wir, jetzt gehst du dich entschuldigen. Und dann ist so zähneknirschend, ist so, sorry. Und das ist so ein bisschen wie die Pharisäer, oder ein bisschen wie die Pharisäer, die irgendwo etwas erledigen, ein äußerliches Zeichen machen, weil sie wissen, ja, das ist erwartet, das muss ich jetzt machen, damit ich nicht noch mehr Probleme bekomme. Aber so eine richtige, tiefe Veränderung hat nicht stattgefunden, ganz oft. Das sieht man nachher, wenn 2 Minuten später genau das Gleiche wieder passiert. Man merkt so, okay, ich glaube, das Entschuldigung war nicht so, hey, ich habe anerkannt und gemerkt, ich mache etwas falsch und ich gehe jetzt einen anderen Weg. Es war einfach so, oh, ich bin verwutscht worden und jetzt muss ich mich entschuldigen. Genau, und das bringt uns zu Jesus, weil Jesus nämlich genau gleich wie Johannes sagt, es geht um eine tiefe Veränderung. Jesus startet sein öffentliches Auftreten im Matthäus- und Markus-Evangelium mit dem gleichen Wort wie Johannes der Täufer, und zwar in Matthäus 4, Vers 17, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Wort für Wort, das gleiche, was Johannes predigt hat. Er sagt, kehrt um. Und er braucht das griechische Wort Metanoia. Ich weiss, ein paar von euch lieben Bible-Nerd, ein paar von euch finden es eher schwierig. Aber letztes Mal haben sie ganz viele gesagt, mach es mehr, das ist cool. Und ein bisschen Bible-Nerden müssen wir da. Das Wort Metanoia ist nämlich genau das, was Umkehr und Buß beschreibt. Es ist nämlich nicht einfach nur ein Bereuen, oder es tut dem leid, dass man verwutscht worden ist. Irgendein Gefühl von, ich fühle mich jetzt schlecht. Sondern Metanoia bedeutet Umdenken. Es ist ein Umdenken. Und zwar nicht einfach nur intellektuell, kognitiv ein bisschen anders denken, sondern von unserem innersten Kern heraus anfangen zu merken, hey, warte mal schnell, ich muss anfangen, anders zu denken, neu orientieren in meinem Herz und in meinem Denken. Und auch das, und wir werden nachher noch ein bisschen mehr auf das eingehen, aber auch das bringt automatisch immer, oder sollte automatisch immer, eine Veränderung in unser Leben hineinbringen. Bei Jesus lesen wir das nämlich auch, wenn wir die Bergpredigt anschauen, Matthäus 7. Ganz am Schluss von der Bergpredigt, nachdem er all die sensationelle Predigt gebracht hat, all die Beispiele, wie das Leben mit Gott aussieht, sagt er im Kapitel 7, Vers 24, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und daran glaubt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Stimmt das? Ich habe bewusst einen Fehler eingebaut in den Bibelvers, weil der Bibelvers liest sich so: Darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Also Jesus sagt auch, hey, du kannst nicht einfach nur ein bisschen Glauben in deinem Kopf, irgendwie das Zeug hören und denken, es tönt noch schön, sondern es muss dein ganzes Leben verändern. Wenn du anfängst, dein Herz neu auszurichten, sollten deine Füße automatisch früher oder später auch in die Richtung anfangen zu laufen. Und das ist so der Begriff von Metanoia, wo eben unser ganzes Leben neu orientiert. Und der Jakobus, der ist bekannt dafür, dass er so ein paar Sachen sagt, die ein bisschen schwierig sind und ein bisschen anecken. Er sagt in Jakobus 2, Vers 17, genau so ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Und so verstehe ich, und ich muss jetzt sagen, brutal krass zusammenfassend verallgemeinern, aber so verstehe ich im Neuen Testament, so basiert auf ein paar einzelnen Versen, das, was Jesus sich wünscht, die Umkehr, die wir dort finden, ist eben eine Umkehr, die unserem Innersten anfängt, die so von innen nach außen verändert, die unserem Innersten anfängt und nachher unser Handeln, unsere Taten anfangen zu verändern. Und jetzt möchte ich mit euch probieren, durch die Kirchengeschichte durchzugehen und schauen, wie hat sich denn dieses Verständnis von Umkehr und Buß in der Kirche entwickelt. Und ich muss sagen,
ich bin absolut kein Kirchengeschichte-Experte. Zum Glück hat jemand anderes das ein bisschen zusammengefasst und mir da eine Steilvorlage gegeben. Die haben wir nachher schon reingelesen. Aber falls jemand von euch dann da noch ganz versierte Details besprechen möchte, dürft ihr gerne nachher auf den Joni oder auf die Steffi zugehen. Genau. Ich möchte anfangen mit mit der frühen Kirche. Ganz am Anfang, die ersten paar Jahrhunderte, hat Umkehr und Buße genau etwa so ausgesehen, wie wir es jetzt ein bisschen beschrieben haben, wie es im Neuen Testament verstanden worden ist. Und zwar war es so ein öffentlicher Akt, der oftmals in Verbindung mit der Taufe stattgefunden hat, dass jemand, der sich für Jesus entschieden hat, öffentlich bekennt hat und gesagt hat, hey, ja, ich bin in die falsche Richtung unterwegs gewesen. Hey, so habe ich mein Leben gelebt und ich habe gemerkt, ich möchte nicht mehr so leben. Und hat öffentlich Buße getan. Das ist eben, wie gesagt, oftmals in Verbundenheit mit der Taufe gewesen. Aber es ist auch schon passiert in ihren Treffen, wenn sie zusammengekommen sind, dass es so wie ein Lebensstil war. Und ich musste an die anonymen Alkoholiker denken. Ich lese gerade das Buch über anonyme Alkoholiker. Einfach, weil ich es mega spannend finde, wie die eine Gemeinschaft hatten, wo sie zusammen gewachsen sind. Oder wie sie eine Gemeinschaft haben, wo sie gegenseitig auf einem Weg sind und zusammen wachsen. Und das war so ein Lebensstil bei ihnen, wo sie einfach jedes Mal, wenn sie sich getroffen haben, haben sie untereinander öffentlich bekennt, was sie haben müssen Buße tun dafür. Und das war Teil von ihren Treffen. Und dann, so im 4. bis 10. Jahrhundert ungefähr, hat sich das so ein bisschen, die Buße hat sich so ein bisschen angefangen zu institutionalisieren. Das ist so zu einem Prozess geworden, oder eine Praxis geworden, wo mehr und mehr Bischöfe mitbestimmt haben und wo ist, konkrete Bußübungen wie Fasten oder man musste vom Abendmahl pausieren, sind dann von den Bischöfen auferlegt worden. Und das hat stark damit zu tun, dass um 400 nach Christus ist die latinische Bibel, die Vulgata, geschrieben worden. Und dort ist das Wort Metanoia mit einem latinischen Wort, das ich jetzt nicht vorlesen will, ich es kaum betonen. Aber das Wort Metanoia ist übersetzt worden mit etwas, das sehr stark so den Akt der Buße betont. Was sehr stark so das Rechtliche und das Moralische betont in der Umkehr und Buße. Und das hat sich so angefangen, in die Kirche hineinzuschleichen, dass eben dementsprechend so das Praktizieren von der Buße tun. Mehr und mehr ist von den Bischöfen auferlegt worden mit so Bußübungen, die wir machen müssen. Und dann ist es weitergegangen im Hochmittelalter, ist dann Beichte, ich will noch sagen, so in den ersten paar Jahrhunderten haben dann viele die Strategie gehabt, die ich als Teenager auch hatte. Und zwar, dann warte ich einfach mit meiner Buße tun, bis ich auf dem Sterbebett bin und dann tue ich den Buße. Also es ist wirklich in der Kirchengeschichte, in der Quelle findet man das, dass sich das so ein bisschen etabliert hat, dass viele Leute einfach gewartet haben bis ganz kurz vor dem Tod und dann haben sie Buße da, damit sie nachher nicht mit all diesen Bußpraktiken sich beschäftigen oder Übungen. Und das hat nachher sich weiterentwickelt, eben auch aufgrund von der Übersetzung, dass im Hochmittelalter die regelmäßige sakramentale Vorgang von der Beichte sich so ein bisschen eingezogen hat in der Kirche. Dass es ist eben institutionalisiert worden und vorgegeben worden, dass jeder einmal im Jahr Beichte tun soll, dass er zum Priester muss gehen oder zu einem Priester und soll seine persönliche Beichte machen. Und mit dem hat sich dann nach so die Ablasspraktik sich etabliert. Also, dass man können, anstatt Bußübungen zu machen, hat man auch finanziell sagen, hey, okay, die Kirche hat so viele Heilige, die schon viel Gutes gemacht haben, ich erkaufe mir einfach meine Bußübung und ersetze die. Genau, das ist jetzt wirklich brutal übertrieben, aber viele von euch wissen wahrscheinlich ein bisschen, von was ich rede. Weil was nachher ganz bekannt ist, was nachher passiert ist in der Kirchengeschichte, ist die Reformation. Ist es der Luther und andere haben gesagt, hey, das kann doch nicht sein. Die Ablasspraktiken, das Bußtun, so wie es stattfindet in der Kirche, entspricht doch nicht dem Herz, das wir in der Bibel finden. Und die erste These von Luther, von seinen 95 Thesen, die er hergenagelt hat, die erste These von ihm, möchte ich schnell vorlesen. Und zwar steht da, als unser Herr und Meister Jesus Christus sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe, herbeigekommen, wollte er, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sei. Das ist die erste These von Luther. Er hat wie gesagt, hey, es geht doch nicht, dass wir anfangen, einzelne Sünden und Taten irgendwo transaktionell mit Sachen wieder gut zu machen und zu zahlen und zu tun, sondern eigentlich ist das etwas, das unser ganzes Leben soll beeinflussen. Und er ist so ein bisschen
auf das Metanoia zurück und gesagt, es geht doch darum, dass Gott unser Herz verändert und dass wir unser Leben dementsprechend verändern. Und ein bisschen konsequent vom Luther, und das ist wahrscheinlich auch, weil wir ihn vielleicht ein bisschen falsch verstanden haben oder vielleicht ein bisschen Überbetonung irgendwo falsch interpretiert haben, ist, dass wir es haben angefangen, das Buß tun und Beichten zu komplett individualisieren und privatisieren. Also es ist etwas, was sicher nicht mit der Kirche zu tun hat. Es ist sicher etwas, was ich vor anderen Leuten machen muss, sondern es geht um mich und mein Herz. Oder? Das kann ich in meinem Stübli machen. Gott liebt mich ja sowieso. Und ab und zu, wenn ich Lust habe und ganz, ganz schlimme Sünden gemacht habe, dann schaue ich es mit ihm zusammen an. Und ich übertreibe jetzt. Aber das ist so ein bisschen die letzten paar Jahrhunderte, wo vor allem bei uns im evangelikalen Kuchen vielleicht so ein bisschen die Umkehr und die Buß ein bisschen klein gemacht worden ist oder reduziert worden ist auf einen Moment von der Umkehr. Wir nennen das Bekehrung, oder? Mit einem Moment von der Umkehr, einmal, wo man Ja sagt zu Jesus, man hat ein bestimmtes Gebet, das man beten muss. Und wenn man das mal gebetet hat, ist man mal auf der sicheren Seite. Dann hat man das Eintrittsbillett für den Himmel, dann ist mal alles gut. Und dann geht es vor allem darum, so die sichtbaren Lebensbereiche so zu ordnen, Sexualethik, Drogen, Unterhaltung und so, dass man da ein bisschen christlich unterwegs ist und da ein bisschen eine gute Fassade macht. Und ich übertreibe, aber das hat sich sehr stark so etabliert, dass man denkt, okay, es geht einfach darum, Hauptsache einmal die Bekehrung machen und dann sich einigermaßen gut verhalten. Und dann ist das mit Buß und Umkehr, oder? Seid ihr ein bisschen mit mir? Seid ihr ein bisschen skeptisch? Und das ist natürlich nicht für alle so. Aber ich sage, das hat für viele Leute hat das sehr stark so geprägt, dass dann so tiefe Charakterfehler oder Sachen in unserem Herz innen, die hat man wie nicht mehr anschauen müssen. Oder wie gesagt, ja, das gehört halt dazu. Ich bin halt ein Mensch, der schnell frustriert ist. Ich bin halt ein Mensch, der schnell zornig ist. Ich bin halt ein Mensch, der mit Lustproblemen hat. Ich bin halt ein Mensch, der geizig ist. Ich bin halt ein Mensch, der, weiss doch auch nicht, der stolz ist. Ich bin halt ein Mensch, der irgendwo Sicherheit im Geld inne hat. Und in den letzten Jahren kommen wir so ein bisschen zurück auf das ganze, den Prozess von unserer inneren Veränderung, oder? Wir reden viel in der GVC über Nachfolge. Und in anderen Orten auch. Und immer wieder so die innere Veränderung, die mehr und mehr ins Zentrum rückt, ist immer mit Gott unterwegs sein und in dem Innen verändert zu werden, dass es viel mehr ins Zentrum rückt. Und ich bin mir sicher, wir haben auch unsere Schattenseite und bin mir sicher, wir vergessen auch gewisse Sachen. Aber ich glaube, es ist eine wichtige und gute Korrektur, dass wir so ein bisschen zu den Metanoia-Gedanken zurückkommen, dass eben Gott uns möchte von innen heraus verändern. Dass Gott möchte, dass wir uns in unserem Innersten innen neu orientieren. Und dass nachher unsere Füße, wie ich vorher gesagt habe, wenn sich unser Herz dreht, dass unsere Füße irgendwann früher oder später anfangen, in die Richtung zu laufen. Und wir finden in der Bibel eben immer so ich sage jetzt mal so zwei Seiten von einer Medaille. Es gehört absolut dazu. Ich möchte überhaupt nicht sagen, dass Bekehrung nicht Teil der Nachfolge ist. Oder der Moment, wo wir irgendwann umdrehen zu Gott. Sondern das ist so ein wichtiger, elementar wichtiger Schritt, wo wir umdrehen zu Gott, wo wir realisieren, hey, ich bin in die falsche Richtung gelaufen, ich muss zurückkommen zu dem Gott. Und gleichzeitig die andere Seite der Medaille ist, dass unterwegs in die Richtung immer wieder merke, ich brauche eine Kurskorrektur. Und so möchte ich mit euch heute Morgen so zwei Aspekte anschauen. Das eine ist 180-Grad-Wende, die zu der Metanoia gehört. Das ist das Umkehren, das Richtungswechseln. Und das andere ist die Kurskorrektur. Also unterwegs auf dem neuen Kurs immer wieder Buß tun oder Metanoia machen und immer wieder sich korrigieren lassen auf dem Weg. Ich möchte starten mit der Umkehr, mit der 180-Grad-Wende. Und ich mache ein paar ganz allgemeine Punkte, wo wahrscheinlich ein paar von euch denken, so, ja, ich habe schon 1000-mal gehört oder habe ich gehört, als ich wie Teenie war. Aber ich möchte euch ermutigen, trotzdem nochmal darüber nachzudenken und vielleicht Gott einzuladen, das nochmal frisch auch wirken zu lassen und verändern zu lassen. Das Erste, was ich möchte zu der Umkehr sagen, ist, dass der Auftrag von Jesus war, die Sünden zu vergeben. Genau, viele von euch denken so, ja, okay, das ist wirklich nichts Neues. Aber der Auftrag von Jesus war es, uns die Sünden zu vergeben. Im Lukas 24, 45 bis 47 tut Jesus nach der Auferstehung zu seinen Jüngern reden. Und dort steht, er öffnete ihnen das Verständnis für die Schrift.
sodass sie verstehen konnten, und sagte zu ihnen: So steht es doch in der Schrift, der Messias muss leiden und sterben, und 3 Tage danach wird er von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen sollen alle Völker zur Umkehr aufgerufen werden, damit sie Vergebung ihrer Sünden empfangen. Oder der Paulus schreibt es im Freund Timotheus, im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 15. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Also der Paulus sagt, hey, Jesus ist wegen dem auf die Welt gekommen, zum Sündvergeben. Jesus selber sagt, hey, der Messias musste sterben und auferstehen, damit alle zur Umkehr aufgerufen werden und dass ihre Sünde vergeben werden kann. Jetzt möchte ich an diesem Punkt mal kurz die Sünde definieren. Und das ist auch wieder etwas, was wahrscheinlich viele von euch schon kennen, aber trotzdem ein guter Auffrischer. Seht ihr es ein bisschen so? Ein guter Auffrischer, um an dieser Stelle mal uns bewusst zu machen, okay, was ist denn Sünde? Wenn Jesus kommt, zum Sünde zu vergeben, da ist Frau Ernst. Und da ist ihr Ziel von ihrem Leben. Und ich nenne jetzt das mal, das könnte man ganz unterschiedlich nennen, ich tue es mal zusammenfassen unter dem Begriff Ego. Und da ist Gott. Sünde, von der Bedeutung vom Wort her in der Bibel, ist eigentlich ein Verfehlen vom Ziel. Sünde heisst, sein Ziel zu verfehlen. Und ja, wir sündigen, wir tun sündige Taten, wir tun Sachen, die entgegen dem Willen von Gott sind, entgegen der Vision von Gott ist, die nicht dem entspricht, was Gott möchte. Das Bible Project oder das Bibelprojekt fasst Sünde so zusammen, dass wir sagen, hey, am Schluss des Tages geht es darum, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Also wenn wir unser Ziel haben, so zu leben, wie es Gott eigentlich gedacht hat, ist die Frucht davon automatisch, dass wir ihn anfangen zu lieben, mehr und mehr lieben und unsere Mitmenschen lieben. Und die Bibel sagt, dass wir der Sünde ohnmächtig ausgeliefert sind im Römerbrief. Oder Paulus beschreibt, dass wir der Sünde versklavt sind. Und so sehen wir, dass das Volk Israel eben immer wieder auf dem Weg war und ihr Herz ist eigentlich richtig Ego unterwegs gewesen. Das Herz ist eigentlich auf das falsche Ziel ausgerichtet gewesen. Und immer wieder haben sie irgendwo sich auf dem Weg von Gott rufen lassen, hat sie wieder zurückgezogen zu dem Ego. Und sie haben ein Herz gehabt, das nicht fähig war, loszulassen von selber und von Ego, sondern immer wieder das gesucht hat und nicht auf Gott ausgerichtet war. Aber was Jesus gemacht hat, was Jesus möglich gemacht hat, ist, dass wir unser Ziel komplett neu definieren können. Dass wir können sagen, hey, okay, mein Ziel im Leben, ich richte mich auf das aus, was Gott für mich möchte. Und das ist beim Google Maps oder was ist beim Android? Ist auch Google Maps, oder wahrscheinlich? Das ist ja Google. Genau. Bei unserem Navigationssystem ist es so der Moment, wo wir unser Ziel frisch definieren. Wo ich nicht mehr sage, hey, ich möchte daher gehen, sondern hey, jetzt habe ich ein neues Ziel für mein Leben. Ich möchte in diese Richtung unterwegs sein. Und das ist so der Moment von der Umkehr, wo man merkt, hey, krass, ich laufe in die falsche Richtung. Und durch Jesus ist es mir möglich, mich neu auszurichten. Aber dann sehen wir, wenn wir im Römerbrief Kapitel 6 bis 8, kann ich wärmstens empfehlen, mal nachzulesen, dort ringt der Paulus damit, genau mit dem. Er sagt, hey, wir sind nicht mehr Sklaven von der Sünde. Wir sind nicht mehr ohnmächtig der Sünde verfallen. Und gleichzeitig beschreibt er immer wieder, er sagt, hey, ich bin auf dem Weg unterwegs und immer wieder mache ich, was ich eigentlich nicht möchte. Immer wieder zieht es mich zu dem Ego, aber ich darf zurückkommen zu Gott. Und immer wieder zieht es mich zu dem Ego, aber ich darf zurückkommen zu Gott. Und er beschreibt die Kurskorrektur. Und ich glaube, das ist für uns so wichtig und so hilfreich, um uns daran zu erinnern, dass wir alle zusammen, wenn du dich für Jesus entschieden hast, wenn du dich eingeladen hast und eine Beziehung mit ihm und ihm nachfolgst, dann hast du ein neues Ziel, hast du die Umkehr. Aber jetzt braucht es immer wieder die Kurskorrektur. Es ist nicht etwas, was wir ab und zu mal, wenn wir ganz schlimme, sündige Sachen gemacht haben, müssen wir irgendwo vor Gott kommen, sondern wir brauchen konstant immer wieder unser Denken, unsere Ausrichtung, unser Herz mit Gott zusammen anzuschauen und zu schauen, hey, wo gibt es Sachen, die ich dir noch nicht untergeordnet habe? Wo bin ich immer noch auf mein Ego ausgerichtet? Wo lasse ich mich immer noch ziehen in die Richtung? Und so möchte ich
über Kurskorrektur ein paar ganz allgemeine Sachen sagen. Und das Erste ist, Gott vergibt gern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es kann sich manchmal bei uns so ein Bild von einem Gott einschleichen, der frustriert ist mit uns, der hässig und enttäuscht ist mit uns, wo so, wenn wir zu ihm kommen, wo so, ja, irgendwo seine Augen verschlagen und sagt, ja, jetzt schon wieder. Simon, jetzt bist du doch schon 77 Mal heute gekommen wegen dem, schon wieder. Aber die Bibel zeigt uns und sagt uns, Gott ist nicht der Gott. Gott ist ein Gott, der gerne vergibt. Und wie hat sie geheißen, die im Theater, die alles weiss? Die Miriam. Die Miriam hat die falsche Bibelstelle gesagt, übrigens. Das ist Lukas 15. Jetzt bin ich zu der Miriam geworden. Ab heute könnt ihr mir Miriam sagen. Ich sage es nur, weil ich möchte euch ermutigen, wenn ihr mit dem Gedanken zu kämpfen habt, dass Gott gerne vergibt, dann geht mal Lukas 15 lesen. Wo wir 3 Geschichten finden, von einer verlorenen Münze, von einem verlorenen Schaf, von einem verlorenen Sohn. Und wo beschreibt, wie gern Gott uns vergibt. Wo beschreibt, wie sich Gott freut, wenn Menschen, die auf dem falschen Weg sind, zurückkommen zu ihm. Immer wieder. Und ich habe ein Bild mitgebracht vom Rembrandt. Und es gibt so ein Buch, das auf meiner Liste ist, das ich unbedingt bald mal lesen möchte, wenn ich mal dazukomme. Vom Henry Nouwen, wo der Moment von der Umkehr vom verlorenen Sohn beschreibt. Die Rückkehr vom verlorenen Sohn. Und der Henry Nouwen hat eben ein Buch darüber geschrieben, das mega, mega eindrücklich muss sein, es selber noch nicht gelesen. Aber so ein bisschen als Zusammenfassung davon sagt er in dem Buch, Umkehr ist da weniger eine moralische Pflicht, als ein Heimkommen zu Gottes Herz. Es ist eine Bewegung von der Angst zu der Liebe, von der Flucht zu der Annahme. Und der Rembrandt malt keine moralische Belehrung, sondern eine Umarmung. Und in dieser Umarmung findet Buß ihre eigentliche Bedeutung. Ich darf zurückkommen, so wie ich bin. Also Gott vergibt uns gern. Gott ist ein Gott, der gern vergibt. Und wie gesagt, da könnt ihr intensiv nachlesen. Es gibt ganz, ganz viele andere Stellen und Geschichten, die den Charakter von Gott so beschreibt. Und das Zweite, wenn es um Kurskorrektur geht, ist, wir müssen realisieren, dass Gott barmherzig und geduldig ist im Umgang mit uns. Wie ich gesagt habe, dass er nicht frustriert und irgendwo genervt ist in seinem Umgang mit uns. Im Römer 2, Vers 4 lesen wir, oder betrachtest du seine große Güte, Nachsicht und Geduld als selbstverständlich? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Also nicht Angst vor der Bestrafung, nicht irgendwie der Zorn von Gott ist das, was uns zur Umkehr bringen soll, sondern die Güte. Der Paulus sagt, die Güte von Gott soll uns zu der Umkehr bringen. Es ist seine Güte. Oder im 2. Petrus 3, Vers 9 lesen wir, es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögert, wie einige von euch denken. Was sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Und so möchte ich zusammenfassend probieren zu sagen, wenn es um, ich sage es jetzt bewusst, Metanoia geht, wenn es um die Umkehr und das Bußtun geht und der Prozess vom Ausrichten auf Gott. Es fängt an mit einem Neudenken über Gott. Ein neues Bild von einem Gott zu haben, der eben erstens gross genug ist, dass er unsere Sünden vergeben kann. Das haben wir in Jesus gesehen. Der lieb genug ist, geduldig genug ist, um uns immer wieder unsere Sünden zu vergeben, um uns immer wieder einzuladen, umzudrehen zu ihm. Immer wieder an den Punkt gekommen, wo der verlorene Sohn war. Und es steht, er ist zu Sinnen gekommen. Er hat realisiert, was habe ich für eine Seich gemacht? Beim Vater ist es so viel besser. Und ein Vater, der gerne annimmt. Und aus dem Neudenken über Gott entsteht das Vertrauen in Gott, wo wir ihn zulassen, dass er uns verändern darf. Und so möchte ich uns
ermutigen, dass Umkehr und Buß nicht etwas ist, das irgendwo am Start vom Christsein steht oder von der Nachfolge, wo man einmal macht und dann vielleicht ganz am Schluss vor dem Tod nochmal, sondern hoffentlich, so ein bisschen wie Joni letzte Woche bei der Taufe gesagt hat, wo so ein tägliches Ding darf in unserem Leben immer wieder herzuschauen, immer wieder neue Sachen zu entdecken und Gott einladen da rein. Ich habe heute am Morgen die Buße nochmals gescannt und habe sie gezahlt. Wisst ihr warum? Ich bin nochmal in das Quartier reingegangen und es hat mich nicht losgelassen. Ich dachte, was ist das für eine unkompetente Person, die mir eine Buße gibt? Das kann doch nicht sein. Überleg doch ein bisschen. Und ich habe allen anderen die Schuld gegeben. Ich habe gesagt, ja, vielleicht der Polizist hat die Straße zugemacht und nicht gesehen, dass mein Auto schon parkiert ist. Oder einfach, es war ein Schnupperstift, der hat gedacht, jetzt probiere ich auch mal etwas. Dann bin ich in das Quartier gegangen und habe gesehen, weißt du was? Da, wo früher immer eine blaue Linie war, immer, zwischen so zwei Inseln hatte es eine blaue Linie. Vor mir war ein Smart, hinter mir ein Porsche. Und ich habe mich reingezirkelt. Es war so knapp mit dem Porsche. Ich habe schon Angst bekommen. Aber ich habe gesehen, da ist gar keine blaue Linie mehr. Da war immer eine blaue Linie dort. Immer. Und ich war so sicher, dass alle anderen die schuld sind. Ich war so sicher, die Polizisten sind die schuld. Irgendjemand anderes ist die schuld, aber sicher nicht ich. Sicher nicht, habe ich etwas falsch gemacht, oder? Ich habe die Tatsache angeschaut und gewusst, hey, ich habe sicher alles richtig gemacht. Und ich glaube, Buß und Umkehr hat ganz viel damit zu tun, ehrlich herzuschauen. Nochmal sagen, weißt du, vielleicht ist ja der Fehler doch bei mir. Vielleicht gibt es ja doch Sachen, wo, auch wenn ich ganz viele gute Gründe und Ausreden habe, und denke, alle anderen sind schuld, aber sicher nicht ich. Wenn wir ehrlich herschauen, nochmal einen Bereich entdecken, wo Gott uns das Leben reden darf, wo Gott uns nochmal einlädt, nochmal zurückzukommen auf den Weg, uns neu zu orientieren. Und das ist meine Ermutigung für heute, ist einfach ehrlich unterwegs zu sein. Und zwar in 3 Bereichen. Zum Ersten, ehrlich mit dir selber. Wenn es um Buß und Umkehr geht, ehrlich bei dir selber zuzulassen, herzuschauen und zu merken, hey, ja, vielleicht gibt es da Sachen. Vielleicht gibt es Sachen, die ich nicht einmal selber möchte anerkennen möchte, dass ich da ein Problem habe. Bereiche von meinem Leben, die ich so fest zugemacht habe und weggesteckt habe, dass ich selber nicht einmal möchte hinschauen möchte. Und da ehrlich in den Spiegel schauen. Und da gibt es in der Psychologie ganz spannende Erkenntnis, dass da, wo wir Sachen verstecken, dass es extrem ungesund für uns ist. Dass es nicht gut ist für uns, so eine Maske zu tragen. Das Zweite ist, ehrlich mit Gott zu sein. Das haben wir auch schon vermehrt gesagt, aber auch da wieder zu sagen, hey, okay, ich lade Gott ein. Gott kann es handeln. Ich lade Gott ein in den Bereich von meinem Leben. Und ich bis jetzt, ganz ehrlich, nicht einmal selber hinschauen. Ich lade Gott ein und vielleicht kennst du das Examengebet, das einige Leute machen, so Lektion 365, macht das fast jeden Abend, oder ich glaube jeden Abend ein Teil des Gebets ist, einfach kurz nochmal durch den Tag durchgehen. Und nochmal im Gespräch mit Gott zu schauen, hey, wo habe ich heute Sachen verpasst? Und es muss gar nicht sein, wo habe ich heute die ganz schlimmen Sünden begangen, gestohlen und Ehe gebrochen und jemanden umgebracht. Hoffentlich nicht regelmäßig, aber man muss die Frage, was habe ich heute alles für solche Sünden gemacht? Und wenn... Genau. Aber nochmal herzuschauen und sagen, hey, wo habe ich heute verpasst, was du möchtest machen? Und bei mir ist es ganz oft am Schluss des Tages so, hey, Scheibe, ich habe schon wieder einen Tag lang vor allem auf mich selber geschaut. Ich habe schon wieder einen Tag lang vergessen, Gott zu involvieren und irgendwo die Stimme von Gott zu vertrauen, Sachen zu machen, ihm nachzugehen. Ehrlich zu sein mit Gott, in unserem Alltag. Und das Dritte, was ich euch möchte ermutigen, oder uns möchte ermutigen, es betrifft mich genau gleich, ist ehrlich mit anderen zu sein. Ehrlich mit Freunden zu sein. Ehrlich mit wir müssen nicht von der Bühne her jetzt da, alle daher kommen. Jeder muss die tiefste Sünde und die schlimmsten Sachen bekennen. Aber Freunde und Leute, Beziehungen in unserem Leben zu haben, wir dürfen Sachen bekennen. Und sagen, hey, in diesem Bereich tue ich mich schwer. Immer wieder fällt es mir schwer hier. Immer wieder verpasse ich da etwas. Und das verliert so viel Kraft, wenn es nicht im Dunkeln ist. Ich denke an all die Skandale, die es im Moment gibt, die letzten paar Jahre in den Kirchen. Und es gibt schon viel länger, aber so viele Sachen, die versteckt werden. Und dann irgendwann, früher oder später, kommen sie führen. Und sie lösen so viel Zerstörung, die sie mit sich bringen. Es macht so viel kaputt. In den Menschen selber, im Umfeld.
Und da zu sagen, hey, ich finde 2, 3 Freunde, aber ich darf echt brutal ehrlich sein und die mich trotzdem lieben. Oder vielleicht auch ein ganz guter Gedanke, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe gar keine solchen Beziehungen oder bin mir nicht sicher, irgendwo seelsorgerisch unterwegs zu sein und eine Person zu finden, wo ich weiss, hey, okay, die kann mit dem umgehen. In so einer Beziehung jetzt kann ich sagen, hey, ich brauche jemanden, der mir hilft, so Prozesse anzuschauen und anzusprechen, und ich darf ehrlich sein und wo ich nicht verurteilt werde. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir werden jetzt nicht einen Beichtstuhl einführen bei uns in der GVC. Wir haben uns überlegt, was wir machen als Konsequenz von dieser Serie. Das Becken beim Eingang mit Wasser, der Beichtstuhl dahinter, was kommt noch alles, ganz viele Sachen, die wir machen könnten. Es geht nicht um das Institutionalisieren davon, sondern es geht darum, dass wir das Herz verwünschen, das Herz mitnehmen und sagen, hey, ja, lass uns die Art von Menschen sein, die ehrlich sind mit uns selber, mit Gott und andere finden, wo wir auch ehrlich mit ihnen sein können. Ich würde sagen, wir können schnell einen Moment, eine Minute, 2, unsere Augen zumachen und jetzt ein paar Sachen können sagen in dieser halben Stunde, aber ich bin mir sicher, Gott möchte etwas zu dir sagen. Gott möchte etwas ansprechen in deinem Leben. Vielleicht möchte er nochmal neu seine Gnade und Liebe für dich dir offenbaren. Ich möchte dir nochmal frisch zeigen, was für einen guten, lieben, geduldigen, barmherzigen Gott und Vater das er ist. Oder vielleicht möchte er dir ja Bereiche in deinem Leben zeigen und sagen, hey, komm mit dem endlich zu mir. Lass nicht mehr dein Innere verfressen und kaputt machen und zerstören. Nehmen wir einen kurzen Moment, wo jeder für sich kann, einfach Gott einladen, den Heiligen Geist einladen und sagen, hey, was soll ich von heute Morgen mitnehmen? Was soll ich da lassen? Das ist nicht für mich, aber was möchtest du mir heute Morgen mitgeben? Liebender Vater, Jesus Christus, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du redest und dass du jedem Einzelnen von uns kannst zeigen und sagen, was dran ist, was du möchtest, dass wir es mitnehmen. Wir möchten ehrlich genug sein, um Sachen offen zu legen und zu sagen, ja, da brauche ich deine verändernde Kraft. Da musst du reinkommen und mich von innen heraus verändern. Da brauche ich Menschen, die mich begleiten auf diesem Weg. Wir haben nicht das Ziel, irgendwo das Minimum zu machen, um in den Himmel zu kommen, sondern wir möchten mehr und mehr angesteckt werden mit dieser Liebe für dich. Deine Schönheit entdecken und sagen, hey, alles andere lohnt sich nicht darauf herzulaufen. Wer du bist und was du für Pläne hast, das ist das Ziel von meinem Leben. Ich möchte mein Leben auf dich ausrichten. Jeden Tag neu auf dich schauen. Danke, dass du uns immer wieder voller Liebe, voller Geduld annimmst.